Es ist Samstag, der 20. Juni. Ich begrüße euch herzlich mit Psalm 111, Vers 3, dem heutigen Losungswort. Was der Herr tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Und dazu 2. Timotheus 2,19: Es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das prächtige Wesen von Gott. Es soll uns heute einen Moment beschäftigen. Letzte Woche habe ich mehrmals unsere Haustiere und auch andere Tiere ein bisschen näher beobachtet und es hat mich berührt. Ich stellte fest, es gibt eine Majestät in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt, die unschlagbar ist, wenn man sich hineinversetzt, wenn man sich ein bisschen vertieft in die wunderschönen Bewegungen, in die Gesichtsausdrücke, in all das, was ein Tier ausmacht, dann merkt man, Gott lässt uns grüßen durch jedes seiner Geschöpfe. Und so dachte ich mir, es wäre doch schön, hierzu einmal im Rahmen der Losungen etwas zu sagen. Und genau das trifft jetzt zu. Hier haben wir eben dieses prächtige und herrliche Wesen Gottes vor uns. Wir leben in der Zeit der Roboter. Da geht es um Programme, die alles standardisieren, anders geht es ja gar nicht. Hier und da gibt es auch noch einen Chaos- oder Zufallgenerator, der so ein bisschen Farbe hineinbringt, aber es ist dann der reine Zufall. In jedem Fall ist es geistlos, es ist leblos und es geht von sich ohne Inspiration. Man kann es machen, wie man will, man kriegt das Leben nicht in einen Roboter hinein. Es ist eine künstliche Welt, etwas, was mich schon lange beschäftigt. Deshalb habe ich auch eine Reihe von Vorträgen gemacht über künstliche Welt. Die sind über diese Webseite hier bestellbar. Am Schluss wird die Menschheit sogar so weit gekommen sein, dass sie ein Bild des Tieres vor sich hat, das sprechen kann. Dieses Tier, der Antichrist, der aus dem Abgrund kommt, wird für sich sogar einen fast lebendigen Stellvertreter haben. Und die Menschen werden das anbeten, dieses Bild. Sei es ein Hologramm, sei es Artificial Intelligence, eine Art künstliche Intelligenz, vielleicht sogar verbunden mit Gehirnen, man weiß es nicht. Jedenfalls wird es die Ausgeburt all dessen sein, was Wissenschaft zusammengebracht hat, und wird die Menschen in großes Staunen versetzen. Aber man muss sich vor Augen halten, alle Wissenschaften dieser Welt, alle Wissenschaftler dieser Welt schaffen nicht einen einzigen Floh. Kleines, vielleicht lästiges, vielleicht liebenswertes Tier. Sonst wären sie zumindest ein Flohmarkt, wenn sie das könnten. Aber das sind sie nicht. Wer den lebendigen Gott austrickst, und sei es auch mit wissenschaftlichen Argumenten, und seine Existenz leugnet, der muss immer dem Leben hinterherrennen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Er wird immer lebensähnliche Formen erschaffen. Wir haben eine solche lebensähnliche Form, viele von uns, in der Hosentasche, nämlich ein Android-Gerät. Android heißt, es sieht aus wie ein Mensch. Es hat menschenähnliche oder mannesähnliche eigentlich Züge, Andros und Eidos, griechisch. So hat sich Gott das nicht vorgestellt, obschon alle unsere eigenen Schöpfungen immer Wesenszüge von uns tragen. Aber er hat gesagt, wir seien Theoid, Theos, Eidos, also ein Bild Gottes. Wir seien Gott ähnlich erschaffen worden. Wir tragen irgendwo diese Wesenszüge Gottes in uns. Jesus sagt, am meisten erkennt man es bei den Kindern. Ich arbeitete im Garten und hörte einer Amsel zu. Sie saß auf einer Telefonstange ganz oben und sang in verschiedene Himmelsrichtungen ihr Lied. Sie hat sich gewechselt und dann in eine neue Richtung gesungen. Und ich habe gestaunt und ich habe mir gesagt, wie liebe ich dich, den Schöpfer, für diese freien Wesen, für diese unglaublichen, immer neuen, immer anderen Gesänge. Niemand hat dieses Tier programmiert.
Es ist wirklich ihr Lied. Und niemand kann es steuern, auch wenn er wollte. Gottes Schönheit und Sanftmut ist einfach hinreißend. Die Schöpfung ist übervoll davon und immer bezeugt alles den Ursprung Gottes. Gott grüßt uns durch jedes Lied eines Vogels, durch jedes Gesicht eines Tieres. Jede belebte und unbelebte Kreatur ist eine Einladung für uns zur Anbetung. Es ist ein echter Nutzen, den wir aus der Wissenschaft ziehen können, wenn wir Naturdokumentationen anschauen. Die Wunder werden uns zugänglicher gemacht. Noch mehr kann man wissen, als das eigene bloße Auge sehen kann. Und immer endet man in einer anbetenden inneren Haltung. Aber dann geschieht das, was fast immer zu bezeugen ist, nämlich am Ende der Sendung wird gesagt, das hat die Evolution zustande gebracht in, sagen wir einmal, 400 Millionen Jahren. Was für eine Abtreibung. Man stand so nahe an dieser Herrlichkeit und Pracht Gottes und dann kommt dieser Zufallsgenerator der Evolution und zerstört alles. Er sagt, das ist ein zufälliges Gebilde. Leute, wo sind wir hingekommen? Nein, nein, die Welt ist voll von der Herrlichkeit ihres Herrn. Wurmbrand, Richard, saß im rumänischen Gefängnis und sehnte sich nach der Natur. Er ist ja ein Jude und er ist sehr stark verbunden mit der Schöpfung gewesen seit seines Lebens. Aber hier im rumänischen Gefängnis war nichts dergleichen zu spüren. Es ist ein toter Ort, toter als noch mancher andere Ort. Und dann sandte Gott ihm eine Ameise. Und er hat angefangen, diese Ameise mit Brotstücklein, mit Brosamen zu füttern. Und sie kam immer wieder. Irgendwie hat sie gemerkt, hier kriegt sie zu essen, wohl für ihren Nachwuchs irgendwo in einem geheimen Bereich dieser Zelle. Versetz dich in eine solche rumänische Zelle und entdecke durch die Augen eines Wurmbrand diesen kleinen Kosmos, diesen kleinen Wicht, dieses Stück Leben, universell gestaltet und in seiner Art doch einzigartig. Die Ameise wurde eine Botin Gottes für ihn. Flink wie sie war, gut orientiert, sie verlief sich nicht in der Zelle, stark, sie kann mehr als ihr eigenes Körpergewicht tragen und doch sehr zierlich. Ein Wunder. Wenn ich das erlebt hätte, hätte ich wohl draußen in der Freiheit mit meinem Fuß keine Ameise mehr zertreten. Sogar das Gefängnis bezeugt also die Pracht Gottes. Nur eben ist die Welt wohl auch übervoll von diesen Geheimnissen und Schönheiten Gottes, so gibt es doch einen Ort, wo es wüst ist und leer, wo das Grobe, das Harte, das Böse, das Hässliche wohnt, ja sogar thront. Unser menschliches Herz, wenn es nicht wiedergeboren ist, zu der lebendigen Hoffnung. Und so sind diese beiden Wirklichkeiten ineinander verschachtelt. Es wird sogar so weit kommen, dass unsere Herzen diese Welt schlussendlich auch noch ganz ins Wüste und Öde hineinziehen werden, denn es heißt, auch der letzte Baum, der noch grün war, wird verdorren am Ende der Zeit. Aber schaut einmal, bevor dieser Tag kommt, wo der letzte Baum dürre wird, wird da und dort sich noch ein Same ans Licht kämpfen, wird ein Spross hervorkommen, wird sich dieses Leben noch behaupten können in seiner Herrlichkeit, in seiner Pracht. Freilich wird es eben der Vorabend des Endes sein, aber die Natur wird sich wehren bis zum Schluss, denn sie trägt Gottes Siegel. Das Herrliche und Prächtige zu stiften, das bedeutet nun eben Gerechtigkeit. Der theoide Mensch, also der Mensch, der in Gottes Wesen, in Gottes Ähnlichkeit geschaffen ist ja ein Dokument von Gottes Gerechtigkeit. So heißt es im heutigen Psalmwort. Gerechtigkeit ist nicht diese kalte Formalität der Justiz, die einfach nach Tabellen abrechnen kann, sondern ist etwas sehr Lebendiges. Tzedakah, hebräisch Gerechtigkeit, kommt von dem Wort Tzad und dies heißt nichts anderes als die Seite. Jemand an seine Seite nehmen.
jemandem einen Platz zu seiner Rechten geben, so wie es Gott seinem Sohn gegenüber tut und auch uns, wenn wir in Jesus Christus sind. Das ist eben nicht nur unsere Gerechtigkeit, sondern ein Vorrecht. Gottes Gerechtigkeit ist unser Vorrecht. Das Vorrecht der Vergebung, das Vorrecht, diese Schlüsselposition über der Schöpfung zu haben, über dieser herrlichen Schöpfung, sie verwalten zu dürfen, nicht einfach beherrschen und untertan machen, sondern eben Sorge zu ihr tragen. Wie ich zum Beispiel gestern meine Fische geputzt habe, das heißt das Aquarium wieder schön sauber gemacht. Ihr könnt sie hier eingeblendet sehen, diese lieben kleinen Kerle. Jetzt fühlen sie sich sicher wieder wohler und es macht ja Spaß, die Umgebung von Lebewesen ordentlich zu halten und es ihnen eben schön einzurichten. Das ist unsere Schlüsselposition. Aber unser Fall, unser Sündenfall, hat bis zu einem gewissen Grad auch Unheil in diese Schöpfung gebracht, hätte sie beinahe ganz in den Tod hinuntergerissen, aber Gott hat es begrenzt. So gibt es den Löwen, den Majestätischen, der seine Majestät behalten hat und auch eine Lieblichkeit ausstrahlt, selbst wenn er ein Raubtier ist. Und dann gibt es die Gazelle, die Zerbrechliche, die eigentlich auf dem Speiseplan des Löwen ist, aber so flink, dass sie ihm doch dann meistens entrinnen kann. Die Herrlichkeit Gottes bleibt auch in dieser Welt noch erhalten. Wer den Namen des Herrn nennt, von dem heißt es, dass er eigentlich diesen Gott der Pracht und Herrlichkeit bezeugt, dessen Werk uns so sehr berührt, und damit können wir dann nicht Unrecht verbinden. Wir können nicht Gottes Namen nennen und im gleichen Atemzug Unrecht aussprechen oder planen. Darf ein gläubiger Bauer im Zorn, vielleicht im Jähzorn, in der Ungeduld, seine Kühe schlagen? Das ist die praktische Frage. Aber ich würde die Frage anders stellen. Natürlich darf er das, weil Gott hat ihm ja die Erlaubnis gegeben, zu dieser Schöpfung zu schauen. Aber die Frage ist vielmehr, kann er das, wenn er wirklich Gottes Werk vor sich sieht? Diese sanften, großen Wesen, die uns so viel bringen, die eigentlich nett zu uns sind. Vielleicht gibt es doch mal einen Moment, wo man eine Kuh an die Kandare nehmen muss, keine Frage. Aber für Jähzorn ist hier kein Spielraum. Ein gut Bekannter von mir, er lebte als Jugendlicher, wenn er im Stall eines Bauern mithalf, wie dieser am Sonntag in der Kapelle wunderbar singen konnte, schön beten konnte, Zeugnis geben konnte. Aber dann am Abend oder am Morgen im Stall konnte er außer sich geraten vor Wut und auf seine Kühe einschlagen mit dem Stock. Dieser Bekannte hatte dann von Kind auf Glaubensprobleme und als er später ein Künstler wurde, hat er immer wieder die Majestät, die Unversehrtheit, die Zerbrechlichkeit der Tiere dargestellt. Ganz anders geht es bei den Bauernkonferenzen zu, nicht so hemdsärmelig, sondern man sucht ja diesen theoiden Umgang mit der Schöpfung, das, was eben Gott in uns gelegt hat. Herrlichkeit und Pracht sollen wir wiederfinden, sollen wir fördern in der Schöpfung, die den Bauern ganz besonders anvertraut ist. Willi Oeninger und auch andere berichten von ihrer Arbeit, und zwar eine Arbeit in Feld und Stall. Krankengebete brachten schon halbtote Kühe wieder zurück. Und nicht nur wegen dem wirtschaftlichen Faktor, es ist natürlich auch von daher ein Interesse für ein krankes Tier zu beten, aber einfach, weil man diese Tiere liebt, weil sie ein Ausdruck von Gottes Schöpfungskraft, Weisheit und seiner Liebe zu uns sind. Das ist unser Vorrecht, so etwas tun zu dürfen. Und wenn es unser Vorrecht ist, ist es eben die Gerechtigkeit Gottes. Und das Endziel dieser Gerechtigkeit Gottes ist, dass Pracht und Herrlichkeit wiederhergestellt sind in unserer persönlichen nächsten Umgebung. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.